Wir begrüßen die Schei am Kloster Fünfbrunnen, an dat am Kader vom Klengemenscher Festival, wo wir den traditionellen Concert Mémoire werden präsentieren. Wenn man so Concert Mémoire, also ich muss wissen, dass Kloster Fünfbrunnen an sich am Zweiten Weltkrieg eine ganz spezielle Rolle gespielt hat. Und dafür will ich den Marc Schönchen, Historiker, frohen, was an sich die Feier waren, die an die Jahren 41 bis 43 hier zu Fünfbrunnen sich passiert haben. Marc, was war damals am Zweiten Weltkrieg hier zu Fünfbrunnen an sich extra? Bei 1941 ist hier ein offiziell abgegangen ein jüdisches Altersheim. Den Namen hat aber just zum Teil dat beschrieben oder beschreibt just dat zum Teil, war das tatsächlich schwer. In Wirklichkeit war das ein Platz, wo die Leute nicht freiwillig gekommen sind, wie sie sind forciert gehen, hier auf Fünfbrunnen zu kommen. Das hat am August 1941 angefangen. Und das ist ein Teil von der antisemitischen, rassistischen Politik von den Nazis gewesen. Die Nazis wollten die Leute aus dem Land rausholen. Sie haben probiert, aus der Stadt, aus Esch, Deverding, Ettelbrück, wo die Leute gelebt haben, zu vertreiben, für hier Appartementen, hier Häuser zu kriegen, für das aus dem öffentlichen Leben sollten verschwinden. Und dann als die Lesung hier fand gehen, für die Leute hier zu isolieren. Wir sind hier ganz weit am Eisleck, weit weg von größeren Ortschaften. Und die Leute sind dann hierhin nach Brüst gehen. Das war natürlich ein Altersheim, weil ganz viele Leute dabei waren, Invalidleute, Krankleute. Es war eine Junkerheit, die sich die Leute gekümmert haben. Und da war kein Altersheim in dem Sinn, dass es nicht die letzte Station war von den Leuten und dass die Leute auch nicht die Möglichkeit hatten, für von hier fortzugehen oder ihre Familie zu sehen. Das war die Platz, wo in der fortgegangen ist, für an Konzentrationslagern oder Vernichtungslagern deportiert zu gehen. Marc, zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie sind die Leute damals hergekommen? Praktisch mit Auto oder mit dem Zug? Wie ist das konkret über die Bühne gegangen? Also, soweit wir wissen, sind die Leute mit Bussen hergekommen, sind auf der Platz, wo wir hier stehen, sie sind angekommen, sie sind mit ihren paar Miveln, die sie mitholen, und ein bisschen Gepäck, was ihnen nach zugestanden ging, als sie dann hier angekommen. Den Auftransport, den als paar Kontrast, den auch mit dem Zug wahrscheinlich gemerkt ging, also noch sicher mit dem Zug gemerkt ging, zu Teil wahrscheinlich auch mit Bussen oder Ambulanzen, also bis in den letzten Detail wissen wir das nicht. Eine andere Frage, wie viele Leute sind hier damals, die hier gelebt haben oder müssen leben, über all die Jahre? Wenn ich mich gut erinnere, als auch da ganz deutlich Kartei gefordert ging bei der Gemeinde damals, da bestehen noch Karteikarten, Registern. Wie viele Leute waren hier interniert damals? Ja, das ist richtig, dass es Dokumente gibt, die sind aber nicht vollständig in dem Sinn, dass die Zahl von den Leuten wahrscheinlich mehr hoch war. Das heißt, es sind ungefähr überliefert, wo ich sicher weiß, dass sie hier waren, weil es auch hier angemeldet sind, rund 250 Leute. Von denen aber Quellen, die Archivdokumente genau durchgucken, wie sie dass eine ganze Reihe Leute hier waren, die nicht auf der Gemeinde angemeldet sind, weil sie just temporär hier waren oder just hier angekommen sind, oder direkt fortgekommen sind. Das heißt, momentan sind Schätzungen bei 300 Leuten, die hier über die 2 Jahre von 1941 bis 1943 hier waren. Die waren nicht alle zu selber Zeit hier. Es war ein Höchstpunkt von Okkupation von dem Gebäude hier und den Gebäude rundherum, aus engen Gebäude nach. Da waren die 140, 150 Leute hier angesperrt in einer ganz peniblen Konditionen, weil das Gebäude also erstens nicht gedurcht war, für 150 Leute zu logieren. Es war auch nicht als Altersheim, Pflegeheim oder Klinik konzipiert. Das heißt, das hat keinste Muss dem entsprach, was tatsächlich ein war, für hier alt, krank und invalide Leute in der Dach zu bringen. Wir werden das nur gesehen an sich, also so, dass großen Teil hier am Kloster waren, mit das aber da innen ein paar Familien waren da auch Leute logiert, denken Wissens noch oder nicht? Ja, effektiv, weil es total überfüllt war, als die Millen, die paar Familien, die den ganzen heute nur noch, die letzte Mal nur noch gehen hat, als die auch benutzt für Leute zu logieren, weil einfach die Platz so knapp war. En plus ist dann noch geplant gehen für das Kloster zu erweitern. Da sollte so Baracken sollte gebaut gehen aus Beton,
fir dann Leiit bësse méi anständig in der Dach ze bringen, a fir allem all die Leute, die nach sos am Land gelieft hun, fir die auch 5 Brunnen zu bringen. Wie dat realisiert gin, dann hätten Hai bis zu 600-700 Leiit wahrscheinlich op dem Sithai logéiert. Geschicht das ernstcht verlaf. Deportationen sind Ugänge schon 1941, sodat die Baracke nie fertig gebaut gesinn, an op Keböse Mido hat Leiit eben nur fortkommen sinn an Lager dann Lager also Altersheim dann einfach überflüssig gin als 1943 zougemerk gin ass. Soweit ich mich erinnern, dat wird auch gesinn sinn an sich nach Iwerrechter vun de Grundmauern oder von de Fundamenter, wie demals die Baracke sollte gebaut gin. As dat richtig oder? Ja, die Fundamente, die gesä den Haut nach, die sind zum Deel verwurst, zum Deel sie freigelöscht, weil het zum Gerd vom Kloster geheiert oder das zwischen dem Klostergebäude an de Schienen ugelöscht geht, wo en freien Terra einfach zur Verfügung stung. Auch dat wat haut den Park ging, als wo mir verdurstungen, war auch angefangen gin Fundamenter zu bauen. Wie gesagt, iwwer de Stadium raus sind die Konstruktionserbechten net Viro gefauerert gin. Was vielleicht noch interessant ist, wird so, dass Entrepreneur geschafft haben, aber auch jüdisch Zwangserbechte müssen die Terrassements und Betonserbechten machen. Just dann vielleicht für aufzuschließen machen ein konkret froh, wie muss ich die Stadt vorstellen? War ein Droht rundherum, war das aufgeschlossen, wie ist das, wie wird Leben an sich praktisch Dingen Recherchen noch? Also wat bis erstaunlich ass dat okay Lager mat Tierm rundrem oder mat Pischen Drot rundrem, wie en Datlo vun dem Bild kennt, wat mat Konzentrationslager verbënnt wie Hinzert oder Natzweiler. De Sid war am Prinzip open, dat huet joch selber administréiert, méi wat natierlech perfid sinn regelmäßig und unregelmäßig Kontrolle gemerk vun der Gestapo oder Chef der Gestapo as per se Lach kom. Sind noch VDBs-Leit, sind von 11, wenn Stadt richtig weiß, sind hinkommen für Kontrollen zu machen. Und plus muss ich so, und Leute waren ja zum größten Teil krank, hatte kein Meier für fortzukommen. Also die Chance, dass die fortgelaufen war relativ klein, so den Hai kommt auf Pischen oder Mauern verzichten. Die Leute haben noch an einer Illusion gelebt, dass sie Hai könnten bleiben bis zum Ende vom Krieg oder bis sie könnten an Amerika bei der Familie auswandern, sodass es nicht notwendig war, für Hai wirklich eine Prisung draus zu machen. De Fé wären natürlich Prisung an den Témoignage vu Leiit, die Briefe geschrieben und der Postkarte geschrieben hun, die aber durchaus Gefühl hatten he ze lewen wéi an engem Prisung an der natürlich das ke freiwillig hinkommt, das okay freiwillig fortgangen, zum Deel missen amgebei bleiben, also dat spricht viel méi engem Prisung wie eng Altersheim. Also wir hunn ziemlich präzise Informationen notamment iwwer de lächen Transport in Hai fortgangen ass, dat war 1943 am April. Wir haben die Informationen, weil ein von den Leuten, die an dem Altersheim angesperrt war, den Hugo Heumann, den hat ein Tagebuch geschrieben für sehr jung, da das entretemps rumfund ging, publiziert ging für ein paar Jahre, den in einer anderen Zeit zu Lützeburg, das war ein deutscher Flüchtling, Zeit zu Lützeburg und noch Zeit zu Fünfbrunnen ganz präzise beschreibt. Dafür wusste man ganz genau, wie den Alltag ausgesehen hat, wie hin das als wie war responsabel für das ganze Altersheim, wie hin das als Responsablen noch als interniert und dann empfund huet, dann erlieft huet. Wir beschreiben doch seinen egenen Depart, wo die Leute dann den Weg vom Altersheim bis Heirof bei Gleise gegangen sind. Das ist ein ziemlich erschütternden Témoignage, weil es alle Krankleute waren, die hier müssen mit ihrem letzten Gepäck Heirof gehen und dann hier einen Zug holen. Es waren eine Reihe von Gepäckwehen, die bestellt waren. Es war ein extra Gleis auch gelöscht für die Bauerbesten, sodass die Waggons konnten stehen und präpariert gehen. Und dann die Leute, die nach Hause waren, mit dem letzten Transport wegschulen. Den Transport ist gegangen auf Theresienstadt, das liegt an der Gegend von Prag, also in Tschechien haut. Die Reise hat, soweit wir wissen, 3 Tage und 3 Nächte gedauert. Dann war es schon ganz penibel für die lange Reise zu machen an der Konzentrationslager von Theresienstadt. Dafür ist der Mensch ein ganz symbolisch Platz, wo wir hier stehen, nur bei den Gleisen, nur bei der Platz, an dem Weg, den die Leute 1943 gegangen sind. Wie die anderen Transporter genau aufgelaufen sind, wissen wir nicht, ob die auch mal am Zug von hier fortkommen sind oder eventuell von Ölven aus mal am Zug an den Start.
oder mat Bussen an Stadtbrüch gin, dat wiss man net am Detail. Wieso de von 1903 den as ganz detailliert beschrieben bis hin zu wat an de Waggon drawer a wievi Leute genau an de Waggon verdeelt wären, also dat ist alles ziemlich genau dokumentiert. Herzlich willkommen am Kloster Fünfbrunnen für den traditionellen Concert Mémoire am Kader vom Klingemännische Festival Edition 2020. Alkeier kann sich die Klänge weh von Sassel Hof kommen, um Fünfbrunnen und dann das Sit von Uwe Gesinn sind nicht immer beantwortet von der Scheinheit von dieser Platz. Ich weiß nicht, wie das geht, mir schwamm so ein Platz von Frieden, das Ruhigkeit an der Natur, ein Lieu magique von uns. Aber wir wissen alle gern, dass an den Jahren 41 bis 43 das ein Platz war von Leid, Terror, Unmenschlichkeit, weil es vor die Platz, wo die zuletzt beschwunhaft Juden regruppiert, interniert sind, für dann Dono am Zug an Konzentrations- und Deportationslager beherrscht jetzt. Bei diesem Konzert Mémoire wollen wir an all die Leute erinnern, die dieser Platz gelitten haben, gestorben sind, respektiv Dono größtenteils das Leben haben müssen lassen, und das einfach nicht mehr, weil sie jung waren. Aber mit diesem Konzert wollen wir auch ein ganz starkes Signal setzen und Generationen verrückt, für das wir alle gerne aufpassen und all Mögliches machen, dass so Grausamkeiten sich nicht mehr wiederholen. Ich meine, wenn man ein bisschen Politik observiert, all den rechtsextremen politischen Tendenzen, Europa respektive weltweit, mengen ich aus dem Bewusstsein mehr wie nötig. Und das ist auch an sich eine von unseren Aufgaben, eben, dass wir Geld vergessen wollen, eine Manifestation in Organisation machen. Die Damen und Herren, ich so nicht persönlich ein ganz großes Merci für Ihre Präsenz hier damit und da trotz der Covid-Pandemie an gibt dann tut in und mein Freund Marc Schönchen. Marc Schönchen als Historiker und als Präsident vom Komitee Auschwitz, als auch Präsident Direktor vom Zentrum für politische Bildung und als auch langjähriger Member von unserem Festival. Marc, du gehst aus der Providanke. Merci vielmals. Ehrlich sind schon so oft wie man meint, wieder die fehlen. Notamment, weil dann Präsident vom Festival dann schon all die Sachen seht, die du auch gut gesucht hat. Ihr wisst, mein Sparer was Geschichte von der Platz als Tatsache, die beim Sonntag ganz schön wieder dabei ist, als Covid-Zeit mal hinkommt. Das war schon als Team der Geschichte von der Platz gut kennt und dass wir nicht nur den Blick auf die Vergangenheit, das wir heute zusammen machen, mit der Tür mit dem Enjeu aus, die Konklusion für die Zeit von Haut und was sieht das da für Zukunft. Wir sind schon ein bisschen über die Reflexion, wir haben keine große Reflexion gemacht. Es ist durch den Zufall, dass man mit der Speigefrau da den oft Tendenz wird für so rumgeburtstag zu feiern. Trotz Covid war 2020, Jahr 1920 statt, wo in 75. Jahrestag von der Liberation, von der Ardennen-Offensive, die auch heute durch genau diesen Ball auch gegangen ist, 75 Jahre von Kriegsende gefeiert ging ist. Und ein bisschen vergisst ging ist, dass auch bei den Wunden, nämlich 1940, der Krieg für Lützeburg umgegangen ist. 1940 ist ein bisschen vergisst, weil alles, was da noch kam, so schlimm war.
dann offensiv so viel Leid provoziert wird, Liberation so viel Frieden wurscht wird, wo noch wirklich nicht verschiedene reden. Das demonstriert schon ein Spielgegangen als bisschen vergiss ging aus 1940 gibt es eine Demokratie, eine Diktatur und pur Dich oder Wochen. Ich weiß auch nicht erklären, was eine Diktatur ist, wo jeder Rechte, Freiheitsrechte von einem auf den anderen just noch vorbei bestimmt oder ganz offen aufgeschafft wurden. Auf 80 Jahre am September, wir sind an dem Monat, wo Nazien Anfang September, der 5. September, die echt rassistisch, antisemitisch Verordnungen angefordert haben, den Juden von Lützeburg unabhängig von ihren Glauben oder unabhängig von ihrer Nationalität zu Bürger ja nicht zweiter Klasse, dritter Klasse gemacht und ihnen eigentlich alles weggerollt wird, zu einem Bewohner, zu einem Bürger mit Rechten oder zu einem Mensch gemacht wird. Die Sache ist natürlich nach 4 Jahren natürlich gesteigert, bis ja, eigentlich quasi letzten Tag, wo die Deportation einfach von denen fortgegangen ist, mit der Situation von Tag zu Tag, von Mond zu Mond für die Leute verschlechtert. Nazien hatte geplant, wie sie am 5. September die Verordnungen publiziert haben, an den Zeitungen, da konnte sich nicht von denen nur lesen, die eine Zeitung hat. Das war so nicht strategisch verstoppt. Wir hatten geplant, für an den 14. Weg alle Juden, die wir nach jetzt zu beschweren, das waren rund 900 Leute, für die aus dem Land rauszuholen. Wohin für die Nazien eigentlich egal, aber finalement als Datum gescheitert. Dort kein Platz da war, weder in Deutschland noch in Frankreich, wo sie hätte können hingehen. Und das Mensch ein Zufall natürlich überhaupt im höchsten Feuerwerk von den Juden heute zu Frank von Tensinn und Rosh-Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, weil dort dem Tag für 80 Jahre hat Gestapo geplant, für die Juden von Lützeburg aus dem Land auf die Grenze zu bringen. Es hat nicht funktioniert, wie das hat auch dazu geführt, dass die Geschichte von Frank von Tensinn all Jahres müssen appellieren, weil Politik wird nicht gerne für die Leute zu isolieren, für die Leute zu vertreiben, für sie zu verjühen und dafür also die Platz zu St. Fontaine überhaupt entstanden, dass der Nun von einem sogenannten jüdischen Altersheim 5 Brunnen, was aber kein Altersheim wäre, die Leute sind nicht freiwillig hingekommen, sie sind auch nicht freiwillig von Heim fortgegangen und leben auch nicht wie ein Altersheim, wie eine Prison für Frauen zu zitieren, die uns noch in der Fähigkeit zwischen Heim haben. Und ihr seht Zeit von Haut, ist mir auch angefallen, dass im letzten Jahr im Dezember Fotos abgetaucht sind, die an einem Fotosalbum waren von einem Lützeburger Soldat, den an einem von den berühmt-berüchtigten Polizeibataillonen im Osten angesagt war. Ein Foto, wohin drüber ist mit Kameraden, weil da so Personen am Hintergrund sind, Leichen zu sehen und man drum schreibt es sinngemäß, Malo Partisanen oder jüdische Partisanen liquidiert, Beweis, dass nicht ein visueller Beweis, dass das geschieht, das aber wissen wir auch, dass es da eine Lützeburger Bewegung gibt, aus den einzelnen Leuten, die hier moralische Grenzen nicht kann tun oder hier moralische Grenzen, die uns einfach fallen gelassen. Also eine Geschichte, die also nicht fertig ist, dann aber neue Sachen entdeckt gehen, die man muss neu interpretieren. Sachen, die weh dienen, die gefallen ist natürlich nicht. Wenn man lange Bild hatte, wir waren die dafür waren oder die nicht mitgemacht wurden, wissen wir aber zu einer Reihe von Jahren, dass Administrationen mitgemacht wurden, dass Institutionen mitgemacht wurden und dass auch Einzelleute darunter beteiligt waren. Wir wussten natürlich wahrscheinlich nicht, wie die Geschichte rauskommt, mit der Sache einfach von Responsabilität. Und wir sind ja froh bei dem, was tut dann mit Haut zu dienen, respektive tut dann mit der Zukunft zu dienen. Ich meine, muss die Geschichte richtig zählen, mit all ihren schwarzen, ihre weißen, mit ihren grauen Farbtönen. Für allem für die Jungen, ich
Saal gucken, ist man ja nicht nur bei mir, wie bei einem Schüler, den am Lycée ist. Mensch, das ist aber ganz wichtig, kann er Jugendliche von der Geschichte richtig zu zählen und aus eigenem Point de vue noch dort Responsabilität zu holen und noch zu weisen, was ja, für was steht da drin, die Sitzheim, das Gebäude mit seiner Kapelle, das Geschichte bei, was lehren wir daraus für Haut, was können wir aktuell für Eisleben, für Eisdecisionen, ob es nur, wenn wir wählen gehen oder wenn wir uns irgendwo auf Facebook oder in anderen Social Media zurückmelden. Ich meine, wo ist halt gesagt, Antisemitismus als Main Thema, irrational, rassistisch, Vorstellungen als ein Thema, was man nicht losgeht. Also ich meine, dass der Mensch den Blick auf Zukunft immer muss merken, immer ein bisschen süß, mit der ersten Platz ein Mensch ein ganz wichtiger Platz für zu appellieren, zu lehren und ob es daraus für Zukunft zu merken. Voilà. Ich sage merci. Vielleicht müssen wir noch einen ganz kurz gemacht, was den Konsequenz, das kein Haus 4 sind, also Musiker spielen. Richtig. Merci.
Seele ruhig sein, die Schätze
Die Schätzbarkeit
Ich wollte pur so geht also ja zum Salomone Rossi, die wahrscheinlich aber Männer bekannt als wie der Johann Sebastian Bach oder den Fresco Baldi. Wie ich gefragt sie für die Konzert zu machen am Kader von Auschwitz hun ich dann eben auch gedürt, welche Komponist kann ihn man dann das Programm ranholen und da sind ich zufällig auf den Komponist gestoßen aus dem freien Barock, notamment des Salomone Rossi, den Gaist als Sänger war, und auch, ich muss einfach mein Titel gucken, ich fahre nicht mehr alles gut, an den 1587 im Haff von Mantua
angestalt gin ass sowohl als Sänger wie als Gaist, gleich trop sich dann auch Vierwohn entwickelt huet als Kapellmeister an eben noch als Komponist. Huet doch ganz lang op dem Haft geschafft, mir irgendwie am No 1621 so verlieren sich all Spuren von ihm, aber wahrscheinlich as eben imkom am Antoinische Krieg. Will ich aber nicht sicher. Hin huet aber ganz viele Kompositionen wie hauptsächlich Mentalmusik gemacht, an war auch den am Komponist, die Sonate, wie man sie dann auch später kennen, sozusagen erfunden huet. Sonate, wie man sie kennen, für 2 Melodieinstrumente an eben eng Basso Continuo. Man ja schon enge Sonateure vom Rossi am Höhen gleich die 2. Das sind alles extrem aus dem Terzo Libro, die in 1613 komponiert wird. Später hat er noch der Erlaubnis gekriegt, für Musik zu komponieren, für an der Synagoge, und hat hauptsächlich Chormusik komponiert, die dann bei besonderen Feierlichkeiten eben abgeführt ist. Das ganz auffallend, dass seine Werke sind dann noch verschwunden. An den 200 Jahren nach seinem Tod hat den Baron Edmond de Rothschild seine Kompositionen rumgefunden, an das ganz Werk zusammengedrohen, an das Demos dann an der Synagoge zu Paris aufbewahrt ging. Nach ein Jahrhundert Jahre später, also wir schwätzen noch von Ugangs 20. Jahrhundert, da sind sie wirklich musikwissenschaftlich erforscht gehen, an eben Haut ist das, geht dann ein bisschen mehr von Salomone Rossi gespielt. Nicht zu verwechseln, wenn man Luigi Rossi, das ist also ganz andere Komponist. Voilà, der Lohn nach im Werk als 2 Wähler, also eine Sonate, die nach an den Grund hängt, dann nach einem Bergamas, eben von Salomone Rossi.